Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße euch recht herzlich zum Jungfrau-Zeitung Panorama hier aus Meiringen. Heute haben wir für euch in der Sendung: Junge Forscher machen sich Gedanken zur Gesellschaft. Böse Schwinger bereiten sich auf das bernische Kantonale vor. Bevor wir jetzt aber zu unseren beiden Beiträgen kommen, gibt es zuerst noch einen kurzen Überblick über ein paar wichtige Neuigkeiten vom heutigen Tag. Der SVP-Grossrat soll an den nächsten eidgenössischen Wahlen für den Nationalrat teilnehmen. Er soll in die Fußstapfen von Erich von Siebenthal treten. Swiss Skyline in neuer Bestzeit klettert. Schneller als der Ueli Steck. Am Dienstag haben zwei Schweizer Alpinisten, der Nicolas Hodjak und der Adrian Zurbrück, am Eiger, Mönch und Jungfrau einen neuen Rekord aufgestellt. Sie haben sogar die direkte Route genommen. Ein Wolf soll nach dem Riss von Nutztieren erlegt werden. Der Walliser Staatsrat Frederik Favre von der FDP hat den Abschuss von einem Wolf in der Region Val d'Isère angeordnet. Das Tier hat 12 Nutztiere auf geschützten Alpweiden gerissen. Am letzten Samstag hat das 11. internationale Swiss Talent Forum stattgefunden. In diesem Rahmen haben sich junge Forschende Gedanken über die Gesellschaft gemacht. Mit dabei war auch Zara Marmorosch aus Uetendorf. Sie hat meiner Kollegin Rebecca Abfolter erzählt, wie das Forum genau abgelaufen ist. Kannst du kurz zusammenfassen, was ihr letzte Woche und am Samstag gemacht habt? Wir haben die ganze letzte Woche an einem Projekt gearbeitet, mit dem Hauptthema, wie können wir eine resiliente Gesellschaft bilden. Am Samstag haben wir unsere Kreationen oder unsere Ideen vor öffentlichem Publikum präsentieren und mit Fachleuten oder Interessierten diskutieren und Fragen beantworten. Was war eure Challenge in diesem Ganzen? Wir haben uns auf den Wald fokussiert, also wie kann der Wald in Sachen Klimawandel und Energiebedürfnis zu einer resilienten Gesellschaft beitragen. Habt ihr irgendwelche Schwierigkeiten gehabt bei dieser Lösungssuche? Vor allem am Anfang war es recht schwierig, uns in diesem immer noch sehr breiten Thema auf einen Aspekt zu fokussieren und dort wirklich in die Tiefe zu gehen. Und vor allem, weil wir eine relativ grosse Gruppe waren, wir waren 70, wo alle aus unterschiedlichen Ländern kommen, mit unterschiedlichen Interessen. Und dann wirklich ein Thema zu finden, das wirklich alle interessiert und wo alle wirklich dafür brennen, das war die erste Challenge am Anfang. Was ist dein persönliches Fazit von diesem Event? Was mir die Teamarbeit gezeigt hat, ist eigentlich die Wichtigkeit der Diversität der Gruppe. Also wie wichtig es ist, dass eben gerade Leute aus verschiedenen Ländern kommen, aus verschiedenen Kulturen. Auch schon nur die Sprache, wo alle unterschiedliche Sprachen hatten oder geredet. Das war extrem spannend und vor allem auch bereichernd für die Arbeit. Gedanken zu ihren nächsten Kämpfen machen sich wahrscheinlich die Bösen, die am Wochenende werden zum bernisch Kantonale in Thun antreten. Seit Mitte Woche wird fleissig eine Stockhorn Arena aufbauen. Vorbereitet wird auch die grosse Festwirtschaft, wo mehrere hundert freiwillige Helfer dafür werden sorgen, dass Zuschauerinnen und Zuschauer weder hungrig noch durstig heimgehen müssen. Mein Kollege Manuel Moser war bei den Aufbauarbeiten dabei. Es reiht sich Kühlschrank an Kühlschrank, Zapfenlag an Zapfenlag. Die Festwirtschaft am bernisch-kantonalen Schwingfest zu Thun hat es in sich. Wir haben hinter die Kulissen geschaut. Kann man wieder Aufwand, alle Arbeitsstunden beziffern, auch vielleicht mit Helfern, wie viele sind da im Einsatz am Wochenende? Ich weiss jetzt gerade vom Sonntag sind Helfer-Einsätze von 650 Helfer-Einsätzen nur am Sonntag. Und hier für den Aufbau sind etliche Helfer-Einsätze, etliche Stunden, die da geleistet wird. Alles auf der freiwilliger Basis. Ja. Also letzten Freitag hat man angefangen Platten zu schlagen. Wir konnten am Samstag das Festzelt stellen, Helferzelt stellen. Wir haben am Montag langsam größere Sachen einfließen und haben jetzt seit gestern und heute grosse Bröcke Material angeliefert bekommen, mit Kühlwegen, mit Barwegen.
mit allem Material, das man da an einem Ort oben sieht. Und das gilt es jetzt einzusetzen, schauen, dass man es justieren kann und dass es dann geht und dass wir an einem Ort genug Strom haben und dass wir parat sind. Jetzt ist ja relativ heißes Wetter auch angesagt in den nächsten Tagen. Hat man da vielleicht in der Bestellung irgendwas angepasst, auch vielleicht Kühlung, mehr Getränke oder wie sieht das aus? Ja, wir haben sicher noch eine Lagebeurteilung gemacht aufgrund des Wetters und wir haben noch zusätzliche Lagermöglichkeiten mit Kühlräumen in Betrieb nehmen. Wir haben auch Bestellungen beim Mineralwasser aufgefahren und wir hoffen oder wir wollen parat sein, wenn am Sonntag so viele Leute kommen, dass wir denen dienen können und dass wir vor allem genug haben. Apropos Leute, kundet ihr da ungefähr Zahlen rein, wie viel werden da bewirtschaftet? Oder mit wie vielen Leuten rechnet man Besucher? Wir rechnen ja mit rund 11'500 bis 12'000 Besuchern. Es werden sicher auch Leute, die kein Billett haben, zu suchen laufen auf die Esplanade. Und das haben wir mit dem Public Viewing, wo wir mit der Grossleinwand haben, auch die Möglichkeit, dass die Leute, die kein Billett haben, dort einen schönen Sonntag verbringen können. Wie heisst es wird für die Schwinger in der Stockhorn Arena? Das seht ihr gerade anschliessend in der Wetterprognose. So oder so wünsche ich euch jetzt schon einen geruhsamen Abend und eine gute Zeit. Auf Wiedersehen miteinander. Das Wetter wird euch präsentiert von der Jungfrau Zeitung. Herzlich willkommen bei Ihrem Jungfrau Zeitungswetter für den Kanton Bern. Ja, hoch die Hände, wir haben gleich Wochenende und an dem findet ein Highlight nach dem anderen statt. Wie zum Beispiel das Gurtenfestival oder auch der Match zwischen unseren Young Boys und einem aktuellen Schweizer Meister. Und das Wetter dazu, das kommt jetzt. Ja, über Großbritannien liegt der Kern vom Hochdruckgebiet mit dem Namen Jürgen. Im Alpenraum stellt sich eine Beisenlage ein. Nach einer mehrheitlich sternenklaren Nacht starten wir in einen Samstagmorgen mit strahlendem Sonnenschein und ganz viel blauem Himmel. Selbst über den Bergen gibt es höchstens vereinzelt ganz kleine Quellwölkchen. Mit rund 14 Grad in Bern kann man am Morgen die Wohnung noch mal richtig gut durchlüften, bevor dann am Nachmittag das Quecksilber vielerorts wieder in Richtung 30 Grad Marke klettert. Im Wankdorf gibt es knapp 30 Grad und dazu geht eine leichte Beise. Auf dem Gurten erwarten wir um die 26 Grad. 0 Grad Grenze liegt auf rund 4300 Metern. Auf den Bergen da geht ein mäßiger Westwind. Sonntag, Montag und Dienstag gehen hochsommerlich mit täglich steigenden Temperaturwerten weiter. Am Dienstag erwarten unsere Wetterfrösche um die 34 Grad und 0 Grad Grenze liegt dann zwischen 4300 und 4600 Metern. Aber am Mittwoch müssen wir Lokalgewitter auf dem Radar haben und dazu wird es allmählich weniger heiß. Ja, das war schon wieder Ihr Jungfrau Zeitungswetter für den Kanton Bern. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und ganz einen tollen Start ins Wochenende. Ade miteinander.